Wir spielen miteinander. Radio Waldrand ist im ganzen Wald bekannt. Radio Waldrand. Also, Weidmanns Ole und Weidfraus Johe, ihr hört Radio Waldrand, Folge Nummer 19, hier live aus der Jägerhütte. Von Marius und die Jagdkapelle. Die Jäger sind heute nicht... Die Jäger sind heute nicht da, weil sie immer am Donnerstag, also heute, eine Schulreise machen, weil sie Schulreisen einfach lässig finden. Heute sind sie Heute sind sie zum Oberjägermeister Brünzli auf Besuch gegangen, Weihnachtsgeschenkli basteln. In seiner Jägerhütte, ja. Und weil der Oberjägermeister Brünzli so gut Weihnachtssterne flechten kann aus Weidenzeug, sind sie zu ihm gegangen, basteln, damit er es ihnen vorzeigen kann. Hi! Mann! Vorzeigen kann. So. Wir sind hier in der Jägerhütte. Und mit mir ist der Dachs Adalbert da. Er schläft neben dem Ofen, weil er schon in der Winterruhe ist. Und Seichhörnli, der heute irgendwie besonders nervös ist. Seichhörnli, Mann! Bist mal still und hör auf Seich machen, bitte. Du weißt, der Samichlaus, der sieht und hört alles. Ich weiss, darum bin ich ja so nervös, weil ich ja immer Seich machen muss. Ich muss. Ja, und gerade nicht mit mir. So kann man 3 Winterruhe machen, so als Tag. Mann. Ja, ich bin nervös. Ja, ich bin nervös. Ich bin super extrem fest und unnervös. Ja, wir merken es, Seichhörnli. Und das nervt wie immer. Ja, ich bin sehr nervös wegen unserem Spezialgast heute, weiss. Ja, Kind, heute kommt der Samichlaus zu uns hier in die Jägerhütte zu Radio Waldrand, weil er jetzt noch schnell Zeit hat und gerade in der Nähe von der Jägerhütte seine Klausenhütte hat. Ja, darum habe ich heute auch schöne Musik besorgt. Alle Mäuse sind ganz fein am Musik machen mit ihren feinen Pfötchen. Lasst mal, wie herzig. Und sie singen dazu zum Teil. Ja, so schön. Ich spiele auch mit. Seichhörnli, wirklich. Heute kommt der Samichlaus zu uns. Da können wir nicht so ein Chaos brauchen. Der Samichlaus findet das schön. Ja, super. Letztes Jahr hast du gar nicht an Samichlaus geglaubt. Ja, stimmt. Bis wir ihn mit Radio Waldrand besuchen sind in der Jägerhütte. Hui, dann habe ich den aber an ihn geglaubt. Ja, dann habe ich aber geglaubt, dass der Klaus wirklich richtig echt ist. Und das ihn richtig gibt. Ja, das war etwa vor einem Jahr, Kinder. Es gibt jetzt Radio Waldrand schon 1 Jahr. Das heisst, wir haben um die gleiche... Seichhörnli! Um die gleiche Zeit eine Sendung gemacht mit dem Samichlaus. Du kannst nachhören. Folge Nummer 12. Ein Kind hat dort gefragt, ob es den Samichlaus echt gibt. Seichhörnli hat es nicht geglaubt und darum sind wir ihn fragen, ob es ihn echt gibt. Und heute kommt der schnell zu uns auf Besuch und beantwortet Fragen, bevor er zu euch Kindern kommt. Seichhörnli, lass mal den Dachs Adalbert in Ruhe. Was machst du überhaupt mit meiner Bürste? Ja, ich strehle am Dachs Adalbert sein Fell und meins auch, damit wir schön aussehen, wenn dann der Klaus kommt. Also gut, er sollte jeden Moment kommen, Kinder, die zulassen. Ihr habt Fragen für den Klaus eingeschickt. Die Fragen stelle ich ihm dann und... Er kommt! Wer kommt? Der Samichlaus! So. Es ist echt. Er kommt. Die Jägerhütte. Musik, ja, er kommt zu uns. Ganz ruhig.
Komm, sitz an, Samichlaus. Ich habe extra viel Holz ins Feuerli tun, damit du schön warm hast. Und Tee habe ich auch gemacht. Grüezi, Marius. Ich kann nicht lang bleiben. Ich muss nachher wieder in die Hütte vorbereiten. Und der Trampel hat schon wieder den Fuß verstaucht. Und der Schmutzli kann nicht alles allein. Also wer ist eigentlich der Trampel? Am Klaus, sein Esel. Hoi, Seicher. Hoi, Samichlaus. Ja, der Trampel hat den Fuß verstaucht, der Esel, und kann darum wieder nicht mit zu den Kindern kommen. Genau. Mal schauen. Wir haben ja noch ganz wenig Zeit. Hoi, Dachs, Adalbert. Hoi, Klaus. Du wirst mir auch müde sein. So in der Winterruhe. Könnt ihr eigentlich ein Sprüchli für wenn ich denn zu euch komme? So richtig mit meinem Sack mit Nüssli und dörrten Früchten drin. Oh, dörrte Früchte. Nüssli. Also ich habe ein Sprüchli. Ich hoffe, es ist selber gemacht. Die selber gemachte habe ich am liebsten. Also gut, ich sag's jetzt. Achtung. Also, Samichlaus, weil man sich heute nicht mehr verstecken muss, gib's doch endlich zu. Du bist so alt und voll im Schmutzli verknallt. Sei Hörnli, Mann. Wirklich, wirklich. Also, das sage ich nicht, ob ich verknallt bin, Schmutzli oder nicht. Das ist privat. Aber ein gutes Sprüchli, wo sich sogar reimt, sei Hörnli. Also gut, jetzt ich. Samichlaus, du tust feine Sachen backen und den Zack tust in deinen grossen Sack. Dort drin würde ich gern die Winterruhe machen. Sehr gut. Und du, Marius? Also was, ich? Also ich habe kein Sprüchli vorbereitet, weil ich doch kein Kind bin. Aber warte. Samichlaus, ich habe viele Fragen von den Kindern, die jetzt am Radio Waldrand hören sind. Machen wir jetzt ein Interview, ich und du? Sehr gut. Sehr gut. Also, frag mich. Was? Kinderfrage. Ein Kind, Samichlaus, hat uns vorgeschickt. Was machst du eigentlich das ganze Jahr durch? Ja, ich schlafe bis im April, weil ich so viel arbeiten muss im Winter. Ja, und dann Holz hacken im Sommer mit dem Schmutzli auf Mörschwil, am Bodensee auf den Zeltplatz in die Ferien, und dann Mehl kaufen für die Utzli, Schokizeug posten und dann in die glitzerigen Papierli einpacken, jeden Tag aufschreiben, was Kind und Tier alles gut und schlecht gemacht haben. Also dann weißt du alles? Ja, alles. Also auch von mir, wenn ich manchmal Seich mache? Alles. Gut. Und eine Frage ist, Samichlaus, was machst du, wenn du frierst? Ja, da kannst du ja gratis Lied von Marius und die Jackkapelle da laufen lassen, wo du mal gemacht hast und darüber singst, was ich mache, wenn ich halt an Marius. Also Klaus, wir sind da kein Radio, wir lassen da keine Lieder laufen, wir sind ein Podcast. Marius, es ist der Samichlaus. Da macht man, was der Klaus will, Mann. Okay, also Kinder und Samichlaus, ich lasse jetzt das Lied, wenn der Samichlaus friert von Marius und die Jagdkapelle laufen, aber nicht das Ganze. Ist gut. Also, Achtung! Manchmal wird's im Wald klein kalt, alles ist weiss, auf den Bech hat's Eis. Wie macht der Samichlaus echt da? Der hat einen dicken Bart. Aha, wenn er gleich friert, sagt er zum Schmutzli: Du Schmutzli, leg das einmal weg, das Gutzli. Und dann machet's schnelles denn.
Ränzli. Fidirallala, fidirallala, fidirallarallarallala, fidirallala, fidirallala, fidirallarallarallala. Dann klopfen sie einander aufs Ränzli. Klop, 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 klop. Dann reiben sie die Hände an. Rieb, 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 rieb. Dann klatschen sie einander in die Hand. Klatsch, 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 klatsch. Dann machen sie Maulgymnastik. Und dann noch 5 Kopf. Nick, 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 nick. Und wenn's denn endlich warm sind, dann bringen's Nuss und Birnenkind. Tada! Ich habe immer Freude an dem Lied. Ja, danke. Es ist wahr. Ja, danke, Sammy Klaus. Los, ich habe nochmal eine Frage, die ein Kind eingeschickt hat. Und das Kind hat mir gemailt und gefragt, was ist die lustigste Geschichte, die du je erlebt hast bei einem Kind daheim? Die lustigste Geschichte, ja, das wäre ja die, wo wir zu Wollishofen bei einer Familie Hörnli-Auflauf gegessen haben, weil ich so gern Hörnli-Auflauf esse. Aber nein, die erzähle ich nicht. Oh, die ist ganz blöd gsi, die Geschichte. Also nicht die Geschichte, aber das, was passiert ist blöd gsi. Also, der Schmutzli hat alles verwechselt und ich habe nicht gewusst, ob ich schimpfen oder ob ich lachen soll. Also, anlassen. Am Morgen von dem Abend, wo wir zu den Kindern in ihren Häusern gegangen sind, habe ich zum Schmutzli gesagt, er soll ganz viel Nüssli und Gutzli-Sachen in grossen Sack packen für die Kinder. Und für mich und für ihn zum Znacht für unterwegs ein paar Servala, die soll er in meine Manteltasche rein tun. Ja, dann sind wir bei der ersten Familie angekommen, nachdem wir den weiten Weg durch den verschneiten Wald gelaufen sind, vom Klausenhäusli bis ins Dorf. Ja, die Kinder haben dann in dieser Wohnung, wo wir waren, schön gesungen und mir Sprüchli gesagt und so weiter. Und dann ist der Moment gekommen, wo ich ihnen aus dem grossen Sack Nüssli, Gutzli und Schöckeli geben. Da lang ich in den Sack inne und merke, dass der ganze Sack voll ist mit Servalas. Alles voll Servalas. Ja, mir ist grad der Laden runter. Ich han schon geahnt, was passiert ist. Ich lang in meine Manteltasche rein und... Ich weiss, das Kind wüsste das auch. Dort rein hat es ein paar Nüssli und Gutzli für euch zum Nachttrinken. Für das Mutzli und dich nur. Aha, der Schmutzli hat alles verwechselt. Ja, der Pandurli von einem Pajas, von einem Schmutzli hat's verwechselt, was ich gesagt habe. Der hat den Sack gefüllt mit Servala und in meine Manteltasche hat er ein paar Nüssli und ein paar Gutzli ja, also das ist jetzt auch nicht das hellste Kerzli auf dem Tannenbaum, der Schmutzli. Aber gleich wohnen sie mit ihm zusammen. Ich sag ja, ihr seid verkehrt. Also, zu der letzten Frage, die eingeschickt worden ist. Warum willst du immer Sprüchli hören, Sammy Klaus? Ja, weil ich gern Kunst habe und ich habe gern schöne Sprache, die sich reimt. Ja, wie mein Sprüchli. Das Einzige, was schön ist an dem Sprüchli, ist, dass es sich reimt. Ich habe gern Poesie. Also was? Poesie, das heisst schöne Sätze, schöne Geschichten, schöne Farben, schöne Formen, schöne Kleider. Schau mal meinen schönen roten Mantel an. Das hat Albert, ich sag's ja, der Klaus und das Mutzli sind das Perli.
Hans Eichhörnli. Aber stimmt, Klaus, du hast gerne so Sprüchli und Kunst und so. Du hast doch mal auf unserer CD Hirschnauz-Disco eins von deinen Klausen-Sprüchli. Da Klausenkunst, weißt du, aufgesagt und wir haben komische Musik gemacht dazu. Oh ja, zeig das mal den Kind, wo Radio Waldrand hören, Marius. Wir sind kein Radio... Marius! Also gut, also Kinder, ich zeige euch nicht das ganze Lied, ich zeige euch einfach den Teil, wo der Klaus sein eigenes, selber gemachte Kunstsprüchli sagt. Also Achtung. So. Wiesengrüne Frühlingsluft, Dachsengeflüster im Waldharzduft, im Holderbusch, dort singt der Fee mit der Reh vom letzten Schnee. Himbeerwölkli glüht müde im Glockenklang, Sonnenuntergang, dunkelblau und schimmriges Gold, Sternenpracht in der warmen Nacht, Katzennase rosa, Himbeerblau, glitzerig, silbrig, Morgentau, leuchtig weißer Fuchsenbuch, grüne, frecher Haselstrauch, traurig, heller Vogelgesang, Nebeldunst, Klausenkunst, ja, Klausenkunst. Oh, jetzt kommt der Teil mit dem Schmutzli, oder Sammy Klaus? Ja, genau, der Schmutzli, jetzt müsst ihr hören. Er hat auch dichtet. Hustenhals wie Kranke, Hase, grün-gelbe Bögen, Schnuddernase, silbriges Mückli, wo herzig stecht, grüner Spinat, mir wird's schlecht. Dunkelgelbe Mailänderli, Wildsaugrunz, Fuchsenbrunz, Schockibrunz, Brunzli mit Zucker dran, kleines schwarzes Loch im Zahn. Schmutzli. Es ruft im Wald ein Eichhörnli. Jetzt ist das pinke Gedicht vorbei. Schöne Versli ruft der Hirsch in der Brunst. Schmutzli Kunst. Gell, Klaus, da staunst. Ja, Schmutzli, da staune ich also. Das war ein ganz tolles Gedicht gewesen. Komm, wir nehmen noch ein Käferli, hä? Also Sammy Klaus, da hast du noch ein bisschen höhere Stimme gehabt, wo das aufgenommen hast mit der Jackkapelle, weißt mit der Jackkapelle, weißt du Lied? Ja, da bin ich auch noch nicht so alt gsi wie jetzt. Das war lustig gsi, wo die Jackkapellen und ich ein Lied gemacht haben. So, jetzt muss ich wieder Schöckeli packen und Nüssli rösten, weil ich bin bald bei den Kindern. Also ich sage Ciao. Ciao Marius, ciao dir und ciao Kinder, die zulassen. Ja, schön bist du bei uns gewesen, Sammy Klaus, und ich denke, wir sagen gerade auch Ciao. Das reimt sich. Also, ciao. Ciao. Jetzt rechtzeitig auf Weihnachten sind die Jackkapellen Fansachen bereit für dich. Gang ins Jackkapellenlädeli unter www.jagdkapelle und bestell dir dort Dächelkappen, T-Shirts, Söcke, sogar ein Jackkapellen-Sackmesser gibt's dort. Weg dem vertuschten Feldtauschknusch. Das Musiktheater von Marius und die Jagdkapelle kommt im Herbst in eure Nähe. Mit mir, Seichhörnli, Dachs Adalbert, Torfuchs und mit vielen mehr. Schnappt ihr ein Ticket für eine Vorstellung unter www.feldtauschknusch.ch. Radio Waldrand, wir spielen miteinander. Radio Waldrand ist Radio, wo entspannt, von A bis Z brillant. Radio Waldrand.